wo dat Harm Jochen mit Bismarck gegung. Harm Jochen, ist denn dat wahr, wat de Luje vertellet? Wat vertellet er denn? Ze zeggen alle, du würdest bei Bismarck gewest und hättest er mit gesprochen. Sech, ist denn dat wahr? Jawohl ist dat wahr. Mische, mag doch ne Pere flüchtig. Meck kannst du sauert nicht weis machen. Bismarck kürt bloß mit Grafen und grauten Herren. Da leitet er gar nicht vor. Wat sagst du da? Da leitet Meck nicht vor? Wenn ich dat Wort säge, ne halbe Stunde hab ich er mit gesprochen. Dat kannst du vor wisse Wahrheit läufen, Kasper. Kreugersche, robt Kasper, bringet mal 2 Lütsche Logen. Diese Geschichte mott ich hören. Die musst du vertellen, Harmjochen. Meinetwegen, sagt Harmjochen. Bei einer Lütschen Logen vertellt sich so wat ganz glatter. Na dann Prost, Harmjochen. Prost, Kasper. Nie höre mal tau, so wat wärst du nicht alle Doge geworden. Du weißt doch, dat sie in Usen derpe noch Kali bohrt hebben. Ja, dat weet ik, und sie hebben je ook wohl weggefunden. Versteht sich, Kasper, und darum sind ich ja auch bei Bismarck gewesen. Was hast du denn mit dem Kali zu tun? Du hast doch gar ein Land an dat Lütsche Gorn blick. Passe man op, wo der Geschichte zu Hope hängt. Also in schönen Kali funden Herren, weißt du, in unser Feldmark steht der allerbeste Kali, den in ganz Deutschland gibt. Silber nit, sagt sie dat auch. Donderweg, dacht ich, had ich dat hören. Wären ju herkeimen und bio in Hölscheborn grauten Krauch, da können die Geschäfte mit morgen. Mutter, sag ich to meiner Olsen, Mutter, ich will balle eult und stümperig, und dat feurend op den Derpe und dat handelt mit Farken, dat werd mich all norgrauen Betten sur. Weißt du wat? Ich gebe bei ein Amte in de Konzession zur Wirtschaft. Und denn bio ich en grauten Krauch. Hotel, sagt sie dat auch, und denn schaust du mal sahen, wat du vor de Geld verdeinet. Und dat bringet sie euch alle in Hus und in de Stuben. Und ich kann in Pantuffeln gehen und durchschauen und setzen den Gästen ne Pulle Wein vor. Dat is aber bequemer, als wenn ich op den eulen Bocke sitten mott und freisen Steuf und Lorm. Ja, meine de Mutter, dat würde wohl besser vor Deck. Aber Wein werd doch in Krauge bloße trunken, wenn man zeuk is. Tis g'ju nauch, wenn du man Sümmer Bayer intappen kannst und schenken en Lütschen Schluck in. Wat sagst du, Mutter? Sag ich, nein, en Wein? Wenn dat Kaligraben erst umgeht, dann bringt dat alle Dogen ne Metten voll Goldstücke in. Und wat de üppersten sind von Bergwerke, de Direktor und de vielen Schräubers und de Obseiers und de Obersteugers, die verdienen so viel Geld. Meinst du, da trinken nicht alle Dogen ne Puddel Wein? Dat will ich ein vertellen. Die könnten besten Champagner betalen. So viele Goldstücken klinget denn in der Taschen. Und wenn ich den großen neuen Krauch habe, dann kommen sie alle noch weg. Und dann kann ich auch an Sand mal mehr anlegen. Ja, sagt die Mutter, wenn du meinst vor, dann kommt man in die Konzession. Aber diese Wehrlörke, denke dich, als ich dat bei Amte innegeben herre, da kreis ich ein Graut schreibend und da stund inne, der Vorsteher und der gemeine Jutschuss, da wird er nicht vor. Und jo können sie mir die Konzession nicht geben. Wat, sag ich, da will mich dat Spiel verdarben. Ich brauche sie gar nicht. Ich weet wohl, wo ich mich anwenden muss. Ich geh nach Bismarck, da schall ich umholen. Wer mich vor dumm verkauft, der muss mich vor Klauk wieder nehmen. Harmjochen weet Bescheid in der Welt. Es sind morgen gerade 2 Jahre, da was ich morgens Glocke 6 op dem Bahnhof in Hilmsen und kaufte ein Billet bitte Berlin. Mische, robt Kasper, dat hätt ich nicht riskiert. So weit hin, trinkt man erst einmal. Prost, Harmjochen. Prost, Kasper. Was hättest du denn angezogen? Na, so als ich das gehört, wenn so ein hohen Herren will. Ich hör mein blauen Lakens Rock an. Und einen neuen Haut hätt ich mir gekauft. Mit der Mützen darf ich doch nicht ankommen, wenn ich Bismarck besäugen will. Was wollt die von mir denken? Na, tis gut, dat feurend dure höllisch lange. Et was meinen Glücke, ich hör mich im Bettentown anbetende und town trinkende mir nur. Ich sta in Berlin vor dem Bahnhof und frage da so ein Kerl. Oh, da wären so viele Luje, und da was ein Waul, du läufst et nicht. Jo Freund, sag ich, wo wohnt Bismarck? Da kickt mich graut an. Wollen Sie denn dahin? Jawohl, sag ich.
Dann gehen sie über diesen Platz und biegen dort in die Straße. Und dann kommen sie linker Hand in die Wilhelmstraße. Da wohnt er. Da müssen sie noch einmal fragen. Wat dei wohl denket, einmal, 5-mal heb ich most noch fragen. Wo wohnt Bismarck? Und dat letzte Mal was het ein Schutzmann. Dei weisen mich dat Haus. Herr Wachmeister, sag ich, wo redet wir denn dann hier an? Exzellenz, müssen Sie sagen. Danke auch, Herr Wachmeister. Dat Wort will ich mich marken. Exzellenz, Exzellenz, nu weet ik Bescheid. Ik ga neger. An der Straten is een ijzeren stakit mit een groten ijzeren doorwege. Und dahinter is een groten geplasterten Hof. Und dann kiekst du gerade op de groten, allmächtigen Fenster mit den seidenen Vorhängen. Dat kann ich mich wohl denken, da wohnt Bismarck. Tis doch ein Angornd, bei so'n vornehmen Hieren anzukloppen. Den Haut musste allbein doorwege unter den Arm hem. Als ik nu zou over den Hof gaan und komme vor de Huisdeur, tis ne grote Dubbeldeur und grote, breie Glasfenster zit inne. Da staat da zo'n Kerl, zo'n Art bedeutend mit blanken Knöpen. Ich sage, guten Tag, hier wohnt ja wohl Bismarck. Der Kerl kickt mich so von Bovenstahl an. Der Fürst Bismarck wohnt allerdings hier, aber was wollen Sie denn von dem? Da muss ich mal mit es prägen. Um was geht es denn? Da muss ich Bismarck Silben sagen. Das geht nicht, da könnte ja jeder kommen. Der Fürst ist nicht zu sprechen. Wat, sag ich, da komm ich so weit umher ihr Hölscheborn. Dat hätt mich dat dure Geld gekostet, op er Eusenborn, und nu würde der Fürste nicht zu sprechen. Wovor ist hij denn Bismarck? Ich ga nicht eher von Flecke, ich muss der ersten Wort mir küren. Das ist unmöglich, das geht und geht nicht. Und dat mott gehen, und dat geht auch. Nu machen Sie, dass Sie fortkommen. Männeken, sag ich, bange morgen Geld nicht. Ich sin juten Stifte, und ich weiß ganz genau, Bismarck muss mich Recht verschaffen. Davor ist er angesettet. Bei düssen Narrensputzen was mich dat blaut warme worden, und ich prahle nicht lütschig und dringe mich op het Deel. Der schauf eine Baum an der Treppen den Vorhang vor ein Fenster weg und kijk herunter. Ich dachte gleich, soll das wohl Bismarck sein? Wenn Sie nun nicht sofort gehen, dann lasse ich Sie hinauswerfen, snorke der Kerl mit dem blanken Knöpen mich an. Und ich wöke nicht und dauert nicht, erst mal ich Bismarck sprechen. Obenmal, da deckt dat Fenster bei oben ob. Lassen Sie den Mann nur heraufkommen. Herr hat nicht gleich gedacht, dat was Bismarck. Und du schöst mal sein haben, der Bedeunte wurde nu ganz freundlich. Hij ging mit mich de Treppe herab. Da geht es sich ganz weike oppe. Sau dicke Teppiche liegen da. Und der reite de Tür op. Und ich herin. Und denke dich, da steht Bismarck dichte vor mich. Ich mag een deiten Deuner, als ich das gehört. Herr Exzellenz, Fürst Bismarck, sag ich. Und Bismarck mag het ne ganz vergnügte meinen. Ich muss sei mal wat vordrogen. Ich sind nämlich harm jochen Kopperpennig, jut Hölscheborn. Wo liegt das denn? Bei Hildesheim, Herr Exzellenz, Fürst Bismarck. Und was wünschen Sie? Wo ich komme, Herr Exzellenz, Fürst Bismarck. Dat muss ich sei erst mal juteinander setzen. Und nu vertell ich ihnen die ganze Geschichte mit den Kaliburen da. Und dat ich dat Handeln mit Farken und dat Sittend op den Bocke nicht mehr verdrohen könne. Und dat sie mecken Konzession nicht geben wollen. Dat heb ich ihnen alle klar gelegt. Und hij schreibt sich alles op. Bloß, dat sie immer sehe. Schnell, schnell! Dat kann sich ja wohl denken. Der Mensch het nicht viel Teut. Da kommet de Luje über den ganzen deutschen Lande hin und droget ihnen ihre Sorge vor. Aber unglaublich freundlich was Bismarck. Dat kannst du dir gar nicht vorstellen. Hij lache Jimmertau und dann all unterlord sehe, schnell, schnell. Und zuletzt sechte, ich will die Sache mal untersuchen, sechte. Und dann kriegen Sie Bescheid. Ihr Recht soll Ihnen werden. Ich danke auch vielmal, Herr Exzellenz, Fürst Bismarck, sag ich. Und mache meinen schönsten Döner und go trüge aus über die Tür herjut. So als ich das gehört bei so'n vornehmen Herren. Als ich unnen op er Deel was, kijk ich mich noch einmal und Bismarck stond bei oben am Fenster und lache mit den ganzen Gesichter. So, dat is na Kraten und gemeinen Menschen, dat muss ich ihnen lorten.
Was haben Sie denn so lange mit dem Fürsten zu verhandeln gehabt? Fragt McButten der Kerl mit den blanken Knäupen. Dat möchten Sie wohl gern wetten, seh ich. Wenn mal wieder so kommt, dann will ich es sei vertellen. Sei müt er aber nicht von nachsagen, dat kann oprücken. Harm Jochen, wat hast du für ne Adesse? Kräugerische, noch 2 Lütsche Logen. Wat is denn nu nachher ute Wossen? Hast du denn de Konzen schon kriegen? Pass mal op, dat is Lorsche kommen. Türen wollen weckener Feuwe darüber hingehen. Ich sit gerade und Frühstücke. Da kommt der Breifträger vor Fenster und recket mit n groten, allmächtigen Breif herin. Von wem ist denn dei? Frag ich. Da moet wohl von Amte sein, sagt dei. Der Stempel kann ich nicht lesen. Ich köke mit n Breif an. Saunen, unklau, groten Breif. Her ich mein Leben noch nicht gesehen. Mutter, komm mal herin, rap ich in de Kürken. Is n Breif von Amte kommen, da stei sicher de Konzession inne. Dat werd in een Bismarck wohl anadot hebben. Dat Schlimme was nu bloß, ich kann geschriebene Schrift nicht lesen. Und de Mutter kann auch nicht mehr fertig werden. Donderweg, wat maken wir denn nu? Weißt du wat, Mutter, sag ich geh mir noch ein paar Stauder. Die soll ihnen mich vorlesen. Sui, sagt de Mutter, da kommt gerade der Förster vorbei. Die kann euch auch vorlesen. Ich graube ihnen herin und weise den Brief. Hij maakt ne op und liest ihnen erst leise vor sich. Das ist ja ein Brief von Bismarck, sagt der Förster. So ist denn nu wohl, Mutter, sag ich, dat helpet, wenn wir gleich vor de Rechte smiehe gaat. Der Vorsteher und der Landrat hebben noch een Heeren over sich. Wat schrift denn? Und nu las er mich n Brief vor. Herrn Hermann Joachim Kopperpennig in Höltscheborn bei Hildesheim auf ihre mündlich vorgebrachte Beschwerde betreffend Verweigerung der Konzession zum Betriebe einer Gastwirtschaft in Höltscheborn habe ich die Sachlage untersucht und eröffne Ihnen, dass von unserer Seite der gewünschten Konzessionserteilung nichts im Wege steht, vorausgesetzt, dass Ihr Gemeindevorsteher und Ihr Landrat sie zur Führung eines Hotels geeigenschaftet achten. Berlin, 17. September 1880. Von Bismarck. 3-mal musste der Förster mit dem Brief vorlesen, ehe ich hinterkam. Nu was ich doch de Dumme. Nu kam ich doch op den Vorsteher und den Landrat an. Und meine Reise nach Bismarck was vor de Katten. Dat hätt ich doch von Bismarck nicht gedacht, sagt Kasper. Ich was auch so doll der Haare. Ich packe den Brief und woll ne kaputt reuten. Halt, sagt der Förster, dus Brief het Bismarck selben schrieben. Ich kenne seine Schrift. Den muss ich gladde ophegen. Na so, Mutter, dann leg ihn in de Beulohe. Aber vergessen kann ich dat Bismarck nicht, dat mich so angefeuert het. Na, dann trink erst mal einen op den Ärger. Prost, Hanjochen. Prost, Kasper. Den Brief kannst du mich mal weisen, wenn mich de Weg einmal nach Höltscheborn trägt. Wenn ich ihn einmal noch herre, nämlich ar mich dat Hus afbrenne, twas gerade den letzten Fasselabend, da is mir opgebrennt, und ich habe dat alle noch bedjurt. Denke ich bloß, vor een weckender Sisse kommt mich ein fremden Kerl in Hus. Der was über der Stadt. Der könne werde wohl af sein, und fragt, ob ich ihnen den Brief von Bismarck verkaufen wolle. Hij wolle mich 30 Mark vorgeben. Her ik dat wust, dat zo'n Bettenpapier zo'n Wert herre, denn her ik een Brief bei een brande lichter redden könnt. Nu sen ik dat glatte Geld umgekommen. Tis so haben Jochen, dat Geld herst Rane funnen, aber sich selben geitet nicht wunderlich her in der Welt, und Bismarck, dat musste doch auch ingestorn. Dat is n ganzen Schlauen. Da hab ich mich nu von übertuiget, der hat mich schöne angesmert.